So und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pro Evolution Soccer 2016. Und manche von euch werden denken, was? Der sich hat einfach PS 2016 gekauft, obwohl 17 jetzt rausgekommen ist, und spielt dann jetzt eigentlich FIFA. Ja, genau, ich spiele normalerweise FIFA. Aber wer das schon gewusst hat, ist im PS 2016 das erste Mal ein Schweizer Stadion dabei, und das ist St. Jakob Park. Und ich habe gewartet, das Jahr knapp haben sie mir jetzt für etwa 10% vom Originalkaufpreis mir PS gekauft. Der Deluxe Edition sogar, also die Geburtstagsversion, wie man es hier nennt. Ja, das sind ein paar Punkte und leckeres Zeug. Aber was wir machen wollen, ist einfach mal ein Freundschaftsspiel gegen eine Mannschaft, wo wir jetzt einfach mal nehmen, spielen auf eine gewisse Stufe und gehen genau ins Spiel vom St. Jakob Park. Ich habe es schon mal angespielt vorher, aber mit einer anderen Mannschaft noch nicht extra nochmal ausprobieren. Und ich muss sagen, es ist... Man weiß schon, wieso das Ganze, also wieso FIFA besser ist als PS. Oder was meint ihr? Schreibt es ihr mal in den Kommentaren, was haltet ihr? Welches ist besser, welches nicht. Also wie gesagt, zum Beispiel auch schon mal, es hat nicht so viel Liga, und wenn es Liga gibt, sind es also schon südamerikanische, oder halt original sind, dann weitere, also wenn wir zum Beispiel, ich zeige euch mal ein Beispiel, wenn wir jetzt da auf englische Liga gehen, da, das ist das Campionato Italiano, also italienische Meisterschaft, was Serie A heisst, und da English Liga, also da hat ja gar kein Recht an North London, West Midlands Village, also wirklich Mannschaften, die es gar nicht gibt. Das ist, glaube ich, Chelsea, soweit ich weiß, und das, glaube ich, Arsenal sollte es darstellen. Also da Man Blue heißt Manchester City, natürlich Manchester United ist original da, aber es ist wirklich fast gar kein, und da das Gleiche. Und da in der Schweiz, in der Liga gibt es beispielsweise gar nicht, man ist auf weiteren Mannschaften Europas, noch sehen wir noch weitere Mannschaften. Wir spielen also in Basel, kommen gegen eine andere Mannschaft, gegen Karabakh, spielen wir gegen Zagreb, nein komm, Bayern, nein, hör auf. Oh, wir können Drachen spielen, komm, wir spielen Drachen. Drachen von letztes Jahr. Und ihr seht, das ist schon etwas anderes, wir spielen schon im St. Jakob Park. Und jetzt weiter, das ist Stade de France, Old Trafford, Allianz Arena, Juventus Stadium, Estadio de Maracana. Also es ist wirklich geil, wirklich zusammen sagen. Dann haben wir da Balltyp, wo man kann direkt wechseln. Habe ich jetzt schon mal ausgewählt, Stadion haben wir schon, die Einstellungen mal hier, spielen mit A. Also da gibt es Anfänger, Amateur, mal fortgeschritten, machen wir 5 Minuten, Verlängerung und Elfmeter sind drin. Spielemationen ein, dann machen wir beide so etwa. Und Verletzung natürlich ein. Dann Strategie, schauen wir mal die Aufstellung, das... Jo, jetzt schauen wir mal, ich denke, ich spiele gerne auf Konter. Nach Fähigkeiten, man. Das wäre schon etwas, was ich sagen würde. Obwohl es Degen. Ja gut, lassen wir es mal so. Würde ich sagen. Und Trikot kann man ja, lassen wir auch mal so. So, und jetzt gehen wir eben ins Spiel gegen Maccabi Tel Aviv mal schauen. Also eben, PS spiele ich nur wegen dem St. Jakob Park, und zwar genau dem Stadion. Austragungsort des Finalspiels der Europa League begrüßen zu dürfen im St. Jakob Park in Basel. Mein Name ist Marco Hagemann und zusammen mit mir befindet sich Hans Küpper vom Samuel, es ist halt das alte Team noch, es ist noch 16, aber trotzdem hier und heute dabei sind. Ich kann die Aufstellung nochmal ändern, aber ich finde, der Jan spielt oder so. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Jetzt kann er die Flanke bringen. Das ist unglaublich.
Vielversprechender Vorstoß auf der rechten Seite. Er versucht ihn da durchzuspielen. Den Ball halten sie gut, aber Produktives kommt dabei nicht viel raus. Schöner Pass. Er steckt ihn durch. Das Ball langt, der Ball langt, Safari. Er bringt ihn flach rein. Xhaka mit dem Kopf. Er liegt in der Luft, aber leider wird er nicht gelobt. Oh Gott, die Scheiße. Auch wenn er nicht reingeht. Eine wunderschöne Aktion, ganz nah an der Grenze zum Tor des Monats. Alexander mal durchsteigen kurz. Das war der erste Torschuss in dieser Partie, in der Hoffnung, dass weitere folgen werden. Ja, am Anfang habe ich gesagt, komm, die Aufnahme ist abgebrochen, okay. So, nein, nur arg. Ich sehe, ich spiele eigentlich auf dem Schwanzmann, so ich kann immer noch wechseln schlussendlich. Wenn ich Steffen und der Betz immer nachbringen kann, dann ich zwar schnell immer noch auf die Bank. Er wählt den Weg durch die Mitte, aber was kommt als nächstes? Nein, Xhaka, Die Todesgrätsche. Blutgrätsche kommt nach Hause. Das war Ja, ein was? klares Foul. Gut, führen, komm on. Also Ball für auch nee, führen kann man auch nicht. Sie schlagen ihn nach vorn. Was ist... Oh Gott, eben. Die Grafik ist sowas von... Ich weiß nicht, was mich das Beide Mannschaften man kann so sagen, man kann sagen, das Spiel selber Doch immer hat der ist Ball nicht nicht schlecht. den Weg Wirklich, in man kann nicht eines sagen, der dass das Tore Spiel gefunden. Soccer schlecht ist. Aber was ich sagen kann, so hat man schon... Riesenmöglichkeit. Was ich sagen kann, alles außer so Grafik ist Hammer. Wirklich. Schöner Angriff. Der Pass kommt genau im richtigen Moment. Er steht nicht im Abseits. Hätte das Tor machen können. Aber ganz er krass scheitert im Spiel selber, also da wie jetzt das kann, scheiße. Würde ich sagen, Entschuldigung. Aber alles außer dran ist schon geil. Es ist halt das Spiel, was den Unterschied macht, ist einfach teilweise die Zentren Stadien. Versucht die Gasse zu finden. Die ganzen Turniere, was halt Pro Soccer abgekauft hat. So Champions League, Europa League, UEFA, Supercup und so weiter und so fort. Das ist halt das Einzige, was der Unterschied ist, meiner Meinung nach. Er bringt das Ding. Was halt Pro Soccer und so ist, dass man den kaufen kann. Guter Ballvortrag. Was wohl als nächstes kommt. Das war wichtig, dass er da gerade noch angekommen ist. Sonst wäre es gefährlich geworden. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Ab in den 16er damit. So, jetzt zum Anfang. Er bringt ihn. Oh. Gutes Dribbling, wenn Was auch für ohne ein Erfolg. Schuss! Und die ganze Scheiß Wiederholung gemacht. Dynamik, das sind seine Tugenden. Und das hat die er Kamera hier auf. bei diesem schönen Vorstoß durch die Mitte wieder mal unter Beweis gestellt. So, komm on. Aber fortgeschritten an der Glas. Ich kann schon sagen, das ist echt geändert, aber fortgeschritten war nicht genau. Die Tür ist sperrangelweit offen. Der Grado. Das unten frei. Teilweise der ganze Ding. Guter Einsatz auf der rechten Seite. Mal sehen, wie es weitergeht. Sehr gute Defensivarbeit. Was? Sie haben ihnen den Weg zum Tor verbaut. Und sie bekommen hier den Freistoß. Okay. Und noch immer kein erfolgreicher Abschluss. Und er haut das Ding vor. Ein Pass auf den Flügel. So scheiße. Den hat er. So richtig showy Lage. So. Ja, schau, wie er ganz locker kommt. Okay. Sie suchen nach Räumen. Lang und Janason. Ein Foul war es, überhaupt keine Diskussion. Ja, also Goal verstehe ich, dass Wiederholung kann zeigen willst. Gut aufgepasst, das war notwendig. Und bitte, ein Griff in die Zauberkiste. Das Ding ist ganz Jawohl, heiß. ja, komm,
für den FC Basel. Das ist schon geil. So, das Ergebnis öffnet das finde ich auch noch geil, das ist sogar FC Basel und das ist einfach ein kleiner Samba-Tanz im 16-Meter-Raum, aber es sieht gut aus. Das finde ich halt der Unterschied. So, ich sage jetzt so Basel, ja, Goal, FC Basel mit dem 1 oder so, aber das Name von der Spieler sagen es wieder mal nicht, das finde ich halt schade. Und schaut mal das mit da, wie das aussieht. Richtig heimisch. Also richtig geil. Nembal hat es gut gemacht, ich weiß nicht, der Wolle, gell? Jedes Mal sehen. Gerade noch in Nachspielzeit haben wir es geschafft. 1:0. Sie führen, sie sind im Vorteil und der Gegner hat ab jetzt den Druck, denn der braucht den Ausgleich. Auf geht's in die Kabinen, es ist Halbzeit. Die Zuschauer sind mit dem Klassespiel ihrer Mannschaft hochzufrieden. Mit dieser Leistung kann in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel passieren. Es steht 1:0 und wir hoffen, dass da noch ein bisschen was kommt in Durchgang 2. Finde ich persönlich auch der Hammer. Schade finde ich halt, der Kurve nicht richtig gemacht wurde. Also man hat einfach Sitzplatz und sonst sehen wir da, man kann wieder ein bisschen mehr Ballbesitz. Das Spiel selber interessiert mich jetzt eigentlich weniger. Das Stadion, die Stimmung, finde ich halt... Der rollt wieder. Der FC Basel führt aber eben nur knapp. Der Spielstand 1:0. Da natürlich ein kleines Gegengoal. Die Flanke geht zu langen Ecke. Es sollte ja die Rache sein. Das verlorene Champions League. Auf dem Weg in Richtung 16er. Und rüber auf den Flügel. Raus auf den Flügel. Und der Ball ist durch. Das wird nix. Weit vorbei. Wie frei bitteschön will der denn noch stehen? Okay. Unfassbar, unfassbar. Wow, der Fuck, was für eine Grafik. Zahavi. Sauber verteidigt. Da treibt er den Ball weit vor. Jetzt ist Übersicht gefragt. Ruhe! Starke Ballkontrolle. Komm on, Chaka. Gib Gas am Nacken. Heide. Über rechts. Bin mal gespannt. Okay. Nix Heide, ne? Oh, trotzdem gut Heide. Was schön ab. Der FC Basel macht kurz vor der Halbzeit ein Tor und geht damit 1:0 in Führung. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Noch ein Wechsel mal. Ja. Nicht so, dass ich den Ball hineingezogen habe. Oh Gott, dieses Spiel ist so. Ein Club, den ich noch einmal so, ja, das ist die Form auf Power Luschen sagen. Falls ihr dann halt noch mehr wollt, sehen wir vielleicht Liga-Saison oder gute Möglichkeit zu schreiben Sie einen Kommentar. Aber eigentlich habe ich es null Content mit diesem Webspiel gemacht, weil das FIFA einfach angebracht hat, also das Spiel, das Stadion auch noch in FIFA jetzt bringen. Und wo ich gehört habe, dass FIFA 17 auch nicht so weit wird sein, dann habe ich gesagt, ja, gar nicht gekauft letztes Mal. Aber eben, damit es wissen, ich bin kein Fan. Er versucht ihn da durchzuspielen. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Okay, oh Gott, der kann ja gar nicht. Oh Mann! Nein, was? What the fuck? Oh, Danko, was machst du? Der FC Basel greift immer noch nicht auf die Bank zurück. Oh, das ist blöd, ja, dann müssten wir mal die Bank zurückgreifen, hä? Dann machen wir mal Taktikwechsel, hä? Nein, das ist
absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Schaka, komm, lass den Schuss mal. Er trifft ihn. Ja! Er sitzt. So ein Scheiß! Und so viel Jubel hast du auch nicht, das ist auch nicht rein. Aber Schaka sieht wenigstens gut aus auf 5. Wenigstens etwas, es ist wenigstens so realistisch, also nicht so gut aus, dass ich gehe, aber es sieht gut aus. Wiederholung spare ich mir mal und hier sowieso. Jetzt haben wir mal mit Wechsel. Dann sehen wir also gleich den Wechsel, zumindest wenn ich die Aktionen an der Seitenlinie richtig interpretiere. Oh mein Gott. Also teilweise sind wirklich so, 2-0 jetzt und teilweise wieder. Oh Gott. Das ist jetzt die Frage. War's das? Sie haben die Führung ausgebaut. Ist das schon die Entscheidung? Oder erleben wir doch noch mal die Wende? Oh mein Gott. Ich kann mich schon auf der anderen konzentrieren. Und raus auf die Seite. Das ist ein Foul. Ja, sicherlich. Jetzt artet diese ganze Geschichte hier in einem Handgemenge aus. Chill down, Mann. Komplette Ursache. So, nein, man, gar nicht bekommen. Genial. Ja, ja. Stark gehalten vom Torhüter. Der Ball hätte sitzen können. Das war ein stark getretener Freistoß. Aber der Keeper macht in dieser Situation alles richtig. Achtung mit. Er steckt ihn durch. Oh! Zahavi. Wieder mal schön richtig gut verteidigt. Hallo. Steffen. Oh. Schiri! Noch so geklärt. Oder Mango. Da stehen sie wirklich stabil. Steffen. Ein Pass auf den Flügel. Lang Er zum schlägt ihn in die Mitte. Oh! Lattentreffer. Verrückt hier! Ich hab Munitions! Mit dem 13. Und so langsam aber Der sicher ist kriegt bestimmt dieses Ergebnis hier groteske Züge. Boah, wie das Stadion Er aussieht. bekommt Und den die Wiederholung Rebound wiederum und ist reagiert klasse. Da sehen Da wir war wieder natürlich auch super. eine Menge Glück im Spiel. Der Ball fällt ihm genau vor die Füße. Ah, das finde ich der Hammer in der Stadion. Selber. Aber eben, so stark wiederholen. Jetzt die erste ist gut gewesen, das wiederum finde ich scheiße, dass jedes Mal durch so einen Scheiß kommt. Sieht so aus, als ob sich da ein Wechsel anbahnen würde. Jedenfalls steht ein Spieler an der Seitenlinie bereit. Damit also steht's 3:0. Der kommt richtig. Ja, das ist der Galla, ihr braucht für den Delgado, weil es wenig gewechselt, jetzt kommt es wahrscheinlich. Das Wechselkontingent ist hiermit erschöpft. Jetzt muss er vom Platz, oder sagen wir es anders, er darf vom Platz. Er hat alles aus sich rausgeholt und jetzt darf er sich ausruhen. So, oh Gott, weg, einfach weg vom Schießen. Ja, ja. Dann war er verliert der Kopf verloren. Gewinnt den Ball wieder zurück, super. Jetzt sehen wir mal ein bisschen. What the fuck, was ist mit Viti? Oh mein Gott. Sauber verteidigt. Oh, was? Ein langer Ball nach vorn. Viel mehr Chancen für einen Ausgleich werden sie nicht mehr bekommen. Da ist die Chance. So, oh, so. Er kommt auf der linken Seite gut durch, aber da sind zu wenig Anspielstationen. Ja, jetzt pfeift er ab. Also ich scanne einfach mal die letzten Sekunden von dem Spiel. Bis er wieder runterkommt. Und das Stadion, eben, es ist eins von meinen Favoriten. Der Das mal zu leben. Immer ein Game, das Santiago kommt in den Tag. Sie haben das Spiel nach Belieben beherrscht und dominiert. Und im Prinzip war jeder Schuss ein Treffer. Sie stehen kompakt, sie sind solide, also, sie stehen hinten sicher. Wenn du selbst dann noch triffst, für mich, dann bist du Sieger. Es ist cool, dass ich mir ein Spiel gekauft habe. Von Unsere Live-Übertragung an diesem Abend geht so langsam aber sicher zu Ende. Was mir noch bleibt, ist, mich bei meinem Kollegen Hansi Küpper zu bedanken. Weißt du, die Namen einfach, dass die Namen auch richtig drin sind. Ist klar, wiederum, das Spiel selber hat, ja, ist Katastrophe gewesen. Wir haben 3-0 gewonnen, aber zum Spielen ist es wirklich scheiße. Vor allem, wenn du die ganze FIFA gespielt hast. Ja, das Spielbenutzer, das sehen wir auch. Es ist Boetius hat 7 Bock. Boetius ist einfach der Beste. Knallhart. Ja. Ich sage, wenn es euch gefallen hat, dann lasst sicher mal ein Like da. Es ist auch mal ein Spiel, was ich mir geholt habe. Das andere Spiel, was ich mir geholt habe, das werdet ihr auch noch bald sehen. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ciao zusammen.